En dan weer voorwaarts kijken, dat is September den 12e. Dan al die vrije uitgeloot voor een video night hier bij de track. In September den 15e habe ich geplant, auch mal zu haben. Das ist nicht nächste Nacht, oder kurz den andere Nacht, und die Schafszeit hat wie sagen, uns selbst nicht segnen. Nicht proben andere zu segnen, aber uns selbst nicht segnen, und dann kommen dann leben da an. Und dann am September den 22. habe ich ein Konzert mit der Westman Family hier war. So das September den 22. zu ist. Und du sagst noch von live hier bei 10 Posters durch, wenn irgendwer weit, wo ich einen kleinen Poster anhängen oder anbauen, dann nehmt ihr mit und dort ihr Hand. So du sagst noch ein kleines 10 Stück, irgendwer will die mitnehmen und die Platz weiten, wo die können abhängen und dort. Und dann hast du noch eins, wir haben uns Homephone aufgehakt, wir haben unsere Cellphones hier hier, so dat je ons weer een phone kan, so dus we gaan jeder eind, we kan dort phone wat je wil en we proberen met jou te zeggen doen we kan, dachten we niet nodig, en jeder een cellphone hadden en alle een homephone, dat hangt met op, so de genoeg zijn te band dat je dat maakt. Dat zijn alles wat ik bekommerken heb van leren. Dan haben sie Hälfte nein in die Bäden und dann nur dem, was David ans kommen, was David ans in die Saat leiden. Und dann nur dem, was Jack ans kommen, mit der Botschaft leiden. So waren sie Hälfte nein in die Bäden. Leider vor den Himmel, wie kommen für die, von der uns meist, wie danken die. Wir danken die für diesen Tag, der die gemerkt hast, wir danken die für Leben, dass die uns aber das Leben geschaut. Und wir danken die besonders für diesen Platz, wo wir uns können versammeln und für die Gelegenheit, die du uns gegeben hast, Herr. Herr, wir danken dir für die Freiheiten, die wir hier in das Land haben, dass wir dürfen so frei kommen, unversteht zu sein, Herr. Wir danken dir dafür, und Herr, wir beten auch für unsere Regierung, Herr, musst du ihr doch wieder segnen, musst du ihr Wesen Ruhe geben, dass sie alles können regieren und dienen wollen, nur dass wir, so dass wir können wieder im Frieden und im Schutz leben, Herr, muss wir dort nicht gleichgültig nehmen. Die Freiheiten, die wir haben, Herr, und so Gott, dass wir das hier haben, wir danken dir dafür, von der uns meist. Herr, wir danken dir besonders für den Wort, dass wir den Wort haben, und dass wir uns durch abbieten, dann die Schrift sagt, dass die es uns hier gibt, um uns zu belehren, um uns treu wiesen, und um uns wiesen, wo wir reich leben können, Herr. Und du danken wir dir für, Herr. Wir danken dir für deiner, die du bei uns sind, die Wort zu bekennen. Und Herr, wir beten auch für alle Zweiten hier an uns, wo immer die Wort gepredigt wird, von der uns meist, dass du durch mit ihnen sind und ihre Mann sind. Wir beten besonders für die Botschafter, die die Wort verkündigt haben, dass du durch ihren betrachten, mit denen das, dass die Wort, wo sie predigt werden, und dass die Wahrheit, wo sie predigt werden, so dass die Dinge, von der uns vermehrt mal kann abgebiet werden und Trost finden und Mut fühlen, Herr. Herr, wir beten für uns hier, für die Sonderschule, für alle Sonderschulen, wo die Kinder sind, wo die Erwachsenen sind. Ich bete für diesen Lehrer, der du was verbringen lässt, dass du schon begleiten mit ihnen jetzt, so dass die Wort können gelehrt werden. Und beten für die Schüler, für die, die das tauchen, dass du ihnen, wo die Worten reinmerken und merken, dass sie wollen abnehmen, was die Lehrer zu sagen haben. Und so für uns, Herr, wir beten, dass die hier an unserem Welt sind, dass die unsere Worten reinmerken, dass wir wollen abnehmen, was die uns zu sagen hast. Herr, ich bete, dass die uns halten, dass wir uns wollen an Jesus lohnen, dass wir wollen an Jesus sein, so dass wir wollen von dir hören. Und ich bete auch besonders, Herr, dass die alle Verstehung machen hier von Leon Vermeer, so dass die Wort nicht versteht werden, so dass die Wort können in Gottes Worten fallen und viel Frucht bringen, Herr. Herr, ich bete für ihnen deiner Jack Ernst, Herr. Ich bete, dass die mit ihnen Jazz fallen. Ich bete, dass die Freudigkeit geben, dass hier fertig bringen, was die hast an Wort gelegt, die auf die Kraft und Mut, und bekräftigt die mit ihnen Jazz. Und Herr, wir danken dir für was die vorstellen. Das alles beten wir in Jesus' Namen. Amen.
Marius, wir singen Nummer 6. Jetzt in Silker Andachtszeit. Nummer 6. Jetzt in Silberhand das Zeit, jedes Herz wird sich beugt und zu Jesu der. Jetzt in Silberhand das Zeit, steigt die Stunde bis durch und der Schifflein im Hafen des Friedes läuft ein. Lässt der Herr uns vollbart nah, dann vergeht Gram und Leid, und du balsam den Müde, und du ruhig statt im Streit. Silge an das Zeit, silge an das Zeit, und du balsam den Müde, und du ruhig statt im Streit. Jetzt sind Silke an das Zeit, steige plötzlich das Licht, wenn das Feuer des Geistes die Herzen durchglüht, was die Seele gläubig lebt, hier der Herr dir verleiht, o du balsam der Müde, o du ruhig statt im Streit. Silge an das Zeit, silge an das Zeit, du balsam den Müde, o du ruhig statt im Streit. Marius. Hij allemaal gehoord mensen zijn dat met een is dat niet, dat is niet nodig dat zij zijn wo ze zijn, dat zij niet eens voor te hier doen, dat ze van zich te rein, te einfach, te clean. Und hier noch mal Menschen sagen, so weit nicht, nicht worum sie ab ihr sind, worum sie hier sind. Das mit ein erst nicht. Und hier auf Molzen steht. Und von das Marius, weil wir sehen, was die Schrift sein wird von dort. Ich habe in meiner Botschaft einen Titel gegeben, wir brauchen einer den anderen. Und dann, wo wir uns feilen tun, wo clean und wo not wir uns feilen tun, wir brauchen einer den anderen. Zoals we vandaag morgens worden zijn. In mijn tekst habe ich gewählt 1. Korinther 12, Vers 14. Ein Körper ist nicht mit ein Glied gemerkt, aber mit vielen. Also ein Körper hat viele Glieder. Und jede Glied ist nötig, um Körper zu sein. Paulus schrift zu der Korinther hier, er sagt, dat Körper verglichen mit einem jährlichen Körper. Heißt es, ein Körper viel Glieder hat, wo nur ein Körper. Wenn wir denken an uns Körper, wenn wir uns besehen, die Körper haben verschiedene Glieder, die am Körper an sind. Wir haben Arme, wir haben Hänge, wir haben Finger, da haben alle den rechten Platz. Die sind alle auf der rechten Stelle. Krijg door wo de handen hier. En we brauchen jede Port an ons Körper, dat dat reich function kann. Und ich will uns wat Versen lesen aus 1. Korinther 12. Ich will anfangen von 1. Korinther 12, von Vers 12. Das heißt, so als ein Körper ein Ganzes ist, wenn du auch viel Glieder hast, und all die Glieder so viel, als
auch sind, ein Körper sind, so ist das auch mit Christus. Wir sind alle durch einen Geist in einen Körper gedeiht. Auf Juden oder Griechen oder Sklaven oder frei. Und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Ein Körper ist nicht mit ein Glied gemerkt, aber mit vielen. Wenn der Fout sagen würde, will ich nicht in der Hand sein, sehe ich nicht ein Port Körper. Deswegen würde immer noch ein Port Körper sein. Und wenn das Uhr sein würde, will ich nicht in Uhr sein, sehe ich nicht ein Port Körper. Deswegen würde das noch immer ein Port Körper sein. Wenn der ganze Körper ein Uhr wäre, wo würde das hier denn bleiben? Wenn der ganze Körper Uhr wäre, wo soll einer recken können? Aber nu hat Gott das mit Glieder und Körper so taub gestaltet, als er dort für Gott gefangen hat. Wenn da über ein Uhren wären, wo kann dann der Körper geben? Aber nu sind da viele Glieder, aber nur ein Körper. Das Uhr kann ich zu der Hand sagen, ich brauche die nicht. Und der Kopf kann nicht verschieden. Es sind nicht alle 100% überein. Das sind Wortknirkes, das sind Mäßig überein, aber das sind nicht ganz überein. So 206 Knirkes sein, sie haben ein gewachsener Mensch in den Körper. Also, und wir brauchen jede Port, jede Knirken ist neidig. Und jede Glied ist neidig, dass wir lesen deuten. Ich finde das immer interessant, wo die Schrift das immer so aufstellen, dass wir ein klares Bild kriegen, von wo das steht, von was die Schrift sagen, der zu uns. Und wir können ein klares Bild sein, wo die Schrift den physischen Körper vergleicht mit dem geistlichen Körper. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir ein Glied von dem Körper. Und wenn wir denken dann an Vers 17 sagt, wenn der ganze Körper ein Uhr wäre, wo würde dort hierin bleiben? Wenn der ganze Körper Uhr wäre, wo soll ein Recken sein? Und dann sagt er, aber nu hat Gott mit den Gliedern und Körper so taub gestaltet, als er dort für Gott befangen hat. Also das haben wir uns nicht selbst gewählt, wo wir jeder Port im Körper will haben. Wo kriegst du mit in die Kirche? Wir haben uns auch nicht gewählt, wo Gott uns handstellen wird in der Kirche. Wir haben uns den Platz in den Körper nicht gewählt. Dort hat Gott getan. Das zu sein, dass Gott hat die Glieder und Körper so taub gestaltet, als er dort für Gott gefangen hat. Und kriegst es Gott den Körper merken dort. In 1. Mose 1, Vers 31, da sagt Gott in uns, und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, das sei gut, und er sagt, das sei gut. So sei er oft, dann wir grünzen und jammerieren, wo das mit uns ist, wo wir sind und so weiter. Gott hat uns nicht reich gemerkt. Aber Gott sagt, dass er hat uns reich gemerkt. Das hat er unchecken, was er gemerkt hat, er sagt, das wird sehr gut. Nicht bloß gut, er sagt, sehr gut. Und ich glaube, deswegen soll wir mutig sein, dankbar sein und uns freuen, wo Gott uns hat angestellt und wo er uns hat in der Kirche angestellt, zu dienen, einer der Nächsten. Nicht zu denken, wenn ich lieber da oder hier kann sein und dort dienen, dann würde es mir besser gehen, dann würde ich auch wählen sein, zu dienen. Und dort, wo wir sind, was wir tun, was von Dienst wir tun, und den Körper, zufrieden sein und mutig wiederarbeiten. Weil Gott hat die Glieder und Körper so top gestaltet. Einmal hier eine Menschen sein, sie sind nicht eins zu mit an, weil sie sind zu blöd. Sie sind zu blöd, um eins zu beifoten und mithalten. Sie sind zu unsicher, dass sie kein eins zu halten. Sie glauben, sie kennen das gar nicht. Aber Gott hat den Menschen alle eine Gabe gegeben, eine Kraft gegeben, um die Gabe zu brauchen. Und ich glaube, das soll wie mit Eiven, mit was immer das ist, was die Gabe ist, was er uns gegeben hat. Nicht wir uns wählen zu sein, als es Gott ist oder nicht, wo wir sind. Weil wer weiß, was Gott geplant hat mit uns.
Vielleicht will er was sehr Großes tun durch uns. Und wenn wir das loten tun, wenn wir zu Hause sind, zum Dienst, wo immer Gott uns brauchen will, kann er vielleicht viel ausrichten mit uns. En dat redt van een gelied om Charpa uitholen dat en dat de ganze Charpa lieden door ja. Van een wat schoden dat einer weet van zichzelf. Ik weet van mezelf, ik heb al jaren terug, ik heb me een fout gebracht. Dan moest de ganze Charpa lieden door ja. Kijk, is de jährliche Charpa. Wenn du ein gelied wat schoden dat en der ist nicht Raum für einen Staut, dann kann dat bald antworten, dat de ganze Charpa moet lieden door ja. Als ik mijn foutveien gebruiken had, dan word ik aan. Ik kon dingen doen, ik kon doorgaan waar ik wil, maar veel zachter. Het moest veel zachter gaan, maar ik moet terugheim. En mijn andere foto werd rein meid, te mij draaien. En ik moest mezelf op trekken verloren. En krijg ze dat met een jährlichen Charpa. Want we niet alle deelnemen doen aan dat, waar we zullen deelnemen aan. Dat eeuwige part van een Charpa, die konden we vielleicht doen wat er te doen fehlt, aber dat je zegt daar. Dat kan niet zo gedaan worden als er onderscheid zijn van jeder Glied om Charpa deelneemt dat aan. Toen schrijft het ook dat we zullen met veel met zo'n wat de lieden doen, dat moet een Glied dat andere Glied methelpen, zo goed als dat dan kan. Ik las, in de laatste tijd hebben we er nog veel gehoord van de vervolging, zoals van je zelfs te lijden hadden. So wir sagen, so diep aanlopen dat we dat metvuilen kunnen, werkelijk, dat vuilen, wo die lijden moeten. Besonders de Christen, wenn die verfolgt worden für ihr Glauben. Wir haben diese Freiheit hier in das Land, wir denken da oftmals gar nicht genug an. Ich weiß, ich kann bloß von mir selbst denken, ich kann bloß von mir selbst reden. Ich schätze die Freiheit lange nicht genug wert, was wir haben in das Land. Und dann, wenn lesen das von so einer, was die Lieden machen für ihr Glauben, und hier dort über, als wenn das sehr leicht vergeten, das war. Und ich glaube, wir sollen viel Dollar dann noch im Gebet nehmen und beten für so einer, dass die feststehen in der Glauben und dass Gott endlich wird leichter mehr an, wenn ihr da was die Lieden machen. Und dann sagt er auch, dass wir sollen mit so einer Healen, der Healen tun. Und das sind so eine Ramans. Wir haben viel so eine Ramans, wo wir brauchen gleich denken und wie auf eins mal bloß dich bei und uns, das sind so eine da, wo ihr schwere Dinge leiden machen. Und dann soll wir reinstehen und wollen sind zu gehen und uns Schulterhand zu holen. Dass sie kann sich an einem lehnen und dass wir kann da sein für so eine Stadt. Und Frauen, wo wir ihnen helfen, wo sie unter Betrag sind. Galater 6, Vers 2 sagt, halt einer den anderen, seine lostrauen, und dadurch tun, was Christus sein Gesetz verlangt. Und ich glaube, wir müssen wirklich im Geist wandeln, um zu weiten, was er will haben von uns, was Gott will haben von uns, ein Horchen, wo er will haben, wo wir sollen andere trösten und was wir sollen tun. Ein Bruder deil mit mir in Stutz 3 Monate, heute lebt einfach der Heilige Geist hat am gelangen November vorn den Spazieren mit denen, das bist immer unser Segen sein Wort, weil am Stund. Er hat echt sehr schwere Fällung gehabt, er soll den vorn besiegen. So haben wir gehorsam gewesen, haben wir die Hand gefahren. Und als er den gefangen hat, als er gewesen wie Dämonen, die in der Idee gekommen, wir aber sehr verstalt gewesen, wir sehr doll gewesen, unzufrieden. Das hat er wieder angekommen. Aber hey, nur mit den verteilten Stück mit Armen, und das geht nicht sehr lang, dann ist er auch stiller und kann er spazieren mit denen. So er hat ein Stück Zeit genommen, um mit denen spazieren in die Schrift mit Armen, die Schrift lesen, zu Armen, und beten mit Armen, taupen und so wieder. Und auf einmal hat er sich angereicht und hat er gefragt,
Warum kommst du mir besegen von dir? Was treibt die nur mir kommen? Das Monat hat sich auch sehr naht gefällt, sehr gering gefällt und einfach gefällt. Und hat gefragt, warum kommst du mir besegen? Und dann hat gesagt, er hat etwas gefällt, er will einmal kommen besegen, sehen, wo er wir, dass er kann halten ab irgendeinem Weg. Dann hat er gesagt, warum ich frage, und als willst, ich habe geredet, ich habe geplant, diese Weg will ich mein Leben nehmen. Er hat so gefällt, die Menschen, die wissen noch nicht mal, wo man am ging. Er geht von heim. Er sagt heim, kann ich hem ram? So hat er gedacht, warum? Und das ist klar, wo die finden, ein Mensch verhauen. Wenn ein Mensch kann bedrücken, wo er allein geht, für sich selbst, und dann denken. Und der kämpft durch, wo er lebt, mit mir erst nicht. Warum sind ich eine Weise? Und so hat das Monat gewohnt. Er hat gesagt, dass er hat geplant, er will sein Leben nehmen. Aber das Bruder hat ihm das verdorben. Und so der, wenn wir willens sind, zu gehen, zu tun, was der Heilige Jesus uns sagen, der zu tun. So uns fehlt dort an einer und den anderen. Wir brauchen den Nächsten. Lehrer Feuervers 9 sagt, zwei sind, als besser als allein sein. Die haben einen Schein gewonnen, und dort wird sie tun. Also das ist besser, wenn steht bis allein sein, wenn ein paar Stück sind, oder mehrere sind, da haben wir einen Schein gewonnen, und was wir tun, in Gottes Dienst, und was immer das ist. In Vers 10 sagt, wenn einer Hand fällt, dann hält der Zweite den ab. So ist das Bruder. Der wird handgefallen, sozusagen. Er wird handgefallen. Und der wird das Nächste, was am abhalten wird. Das heißt, dort wird es schwierig sein, für einer, der allein ist, handfallen und durch kein anderer wir am abhalten. So das ist neidig, dass wir da sind, einer für den anderen. Ein Satz ist 60 Jahre Schamon, der hat eine Zeit mal Halt gesagt, der wird in einem Wald gewesen in Kalifornien, hat der Baum aufgesagt, und auf einmal dann fällt da ein Baum um und fällt gleich am Arm ab und klammt am Fuß. Und hat er sein Bein wieder festgeklammt. Und er hat gewusst, er wieder weit im Wald, während keine anderen Menschen dicht bei ihm zu sein. In Einigkeit taub schaffen kann. Ein sehr gutes Beispiel habe ich von Nehemiah. Ich glaube, ist die Geschichte alle bekannt von Nehemiah. Ich will die Geschichte nicht ganz lesen, aber es wird von vertalen. Besonders gerade in der 4. Kapitel, dort wir aus der Juden eine Zeit mal wieder festgenommen worden, in Babylonien gebracht. Für 70 Jahre wir sind festgewachsen, sie haben Hisa und alles verloren. Und für 70 Jahre haben sie da nicht gewohnt. Und dann kann sich denken, wenn eins für so viele Jahre nicht ist, wo das mit der Zeit mal lohten. Da steht dann, die Tieningen alles rumernten, da wird alle durchgebrochen und verbrannt. Und das heißt, erst 3 Handheim, wo sie erst gewohnt haben, sagen sie dort, wo alle wird verbrochen worden und verbrannt wird. Und sie werden ganz angehört ermutigt, die Menschen da alle. Sie werden sehr ermutigt. In Nehemiah, die hatte Gelegenheit, da Hand zu kommen, zu gucken, wo das wir alle taub und am Jammer dort über die Menschen. Und so hat er einen Plan, er hat ein Ziel, er will dir helfen, die Tiening 3 abbauen. Er allein würde never haben können, weil es auf eine sehr große Arbeit, was der Pfarrer am liegt. Und er betet zu Gott, dass er am wird leiden, das zu tun, und er schaffte für den König, und er fragt denen die Freiheit, dass er wird aufnehmen und die Juden vor ihn halten, ihre Tiening abrichten. Und er kriegt die Freiheit total. Er gibt ihm eine Zeit lang, wo lang das wird von euch verdienen. Wenn er wird bei der Träg kommen und seine Arbeit sein, und der König gibt ihm eine Freiheit und gibt ihm sogar einen Zadel, dass er kann abweisen, dass er die Freiheit hat von den König selbst, dann kommen zu schaffen. Und das heißt, die Juden den Plan der vertalen, in den Motor sprechen, kriegen sie auch alle Moten, wir in Balance zu schaffen. Und jeder einer wird Balance bieten, wo er kann, dann halten den Tun frisch abbauen. Das ich sage, das wird eine sehr große Arbeit. Für einen allein, das wird nicht sehr leichtmäßig was sein. Nicht in der Karte Zeit. Und
Und sie hatten sehr viel Jener am Ende. All die Jener, die am Ende waren, ihre Fien, die belachten und wunderten, was sie nu wollen anstellen. Das ist sagen, dass sie fangen an zu bühen. Die lachten und üten sie, was sie proben zu tun. Und sie waren sehr unzufrieden. Aber sie leben Gottes Erf würden vollbringen. Aber mit vielen Menschen, ohne Taub, dann kann Mensch viel uitrichten. Also das sagt, die Fien, die wollen entweder proben zu verstehen. Worum ich diese Geschichte vertellen will, das Kraxis in uns geistliche Leben. Wir haben Fien um uns, jeden Tag, die proben uns Leben zu verstehen, unsere Arbeit zu verstehen, uns anmutig zu merken, dass wir bei kommen, wo wir abgeben wollen und sagen, no, ich will Gott, das halt doch nicht. Und so wie das hier mit diesen Fien, die wollen entweder proben zu verdorben, dass sie nicht wollen, den Tun frisch abgeben. Aber mit so viel Hilfe sind wir alle sich einig, danach zu wirken. Ich habe eine Stelle gesagt, dass sie sogar, als sie wissen, die Fiende, die wir in der Reihe, entweder zu verdorben. Sie können eins eine Zeit kommen, und umzubringen. Also sie haben die Kerl in einer Hand, und in der anderen Hand haben sie das Spitz, das Schwert, Reit, um sich zu wehren von da. Und so schaffen sie taub. Nehemiah sagt, die, die mit Arm taub werden, die Brüder, die mit Arm taub werden, die Helfer, die haben sich danach nicht mal die Kleider uitgetragen, die werden bloß Reit. Sie stehen Reit und werken. Das ist wie im Jässelchen, Reit sein und werken, zu aller Zeit. Die Fiende, die Ramans sind, die wollen Ramans bleiben. Und als die Fiende ihr sagen, dass sie wirklich vor dich bringen, deuten sie fangen dull zu werden und anmutig zu werden. Und das sagt, dass sie haben in 52 Tagen haben sie den Tun vor dich. Und die Menschen, die werden sehr dull wegen. Dass sie das verbracht haben. Wo das kann sein, was Einigkeit hat. Wenn wir uns einig sind, gleich so. In der Kirche, oder wo immer das ist, wenn wir eine Arbeit zu tun haben, wenn wir uns einig sind, wir können viel uitrichten. Mit Gott seine Hilfe. Aber wir sollen wacker sein und Reit stehen, zu aller Zeit. 1. Korinther 16, Vers 13 sagt, seid wacker, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Besonders feststehen im Glauben. Das Glauben, das wir das kennen, durch den Heiligen Geist mit Gott seine Kraft, durch den Glauben. Und das, was mir oft fehlen hat, den Glauben. Ich kann genug Glauben, dass ich das Leben, das wird schaffen. Und dann sieht stark, sagt es. Und wenn wir gehorsam und willens sind zu tun, was der Heilige Geist uns wiesen hat zu tun, dann können wir viel uitrichten. Da wir mal ein Mann in Caesarea, ein Mann Cornelius, dort wir den Minister haben, Lehrer-Business, das mit Lehrer schaffen, da dich wie ein Meer, da wohnt das Petrus. Guter Hahn, schickt wem der Hahn und hol am her. Und das Petrus, der hat eine Botschaft für ihn. Und Cornelius für sich fürs einig, er hat ein paar von seinen Dienern an den Arm gekommen und verteilt was passiert wird, wo er hier hat, einen Engel am Arm hat gesagt, dass er soll sich Petrus holen gehen. So haben wir 2 Diener reiten, ein Soldat reiten, schickt er den nur Job und sollen Petrus gehen holen. Und dann werden sie am Weg und gingen sie Petrus holen, als da bitte jeden, wo Petrus wohnt, und dann den nächsten Tag sagt er, Petrus ging ab dem Tag, als er der steht, wo er wohnt, ging ab dem Tag beten. Und was sehr besonders passiert war, die Geschichte ist wirklich alles sehr bekannt mit, er hat eine Vision in seinem Gebet, dass Gott leitet in Lernen, ein großes Lernen von Himmel drauf, und dass wir voll verschiedene Schweinsche orientieren. Und was bedeutet das? Das passiert gleich, das hat aus Cornelius von dieser Cornelius, die hier hat gekriegt, dass er soll Petrus können holen. Wenn Petrus nicht wieder im Gebet war, dann würde er das gut getan haben. Er würde nervös getan haben, mit dieser Nicht-Juden mitgehen.
über, sagt Petrus, der wieder am Tag und am Hunger. Und dann Gott leitet Lerken drauf, fällt es Tier, und dann sagt er, Petrus, nimm von das und schlag die dort und ät. Und was sagt Petrus? Er sagt, oh, nee, Gott, ich kann auch keinmal was Schweinchen arein loten und mich harpen angehen. Wo würde ich nu von das arein Fleisch eten, von diesen arein Tieren? Und das passiert 3 Mal, sagt er zu starten, dann nimmt Gott das Lerken 3 in den Haag im Himmel nehmen. Und Petrus ist der Abweitende von der er wundert, was das passieren wird, oder was das zu bedienen hat, was das passieren wird. Er sagt und wundert, was hat das zu bedienen? Dann sagt der Heilige Geist am, dass da sind 3 Männer, die bedienen Haag, die Büten, da kommen die. Da die nicht sehen, mit ihnen mitzugehen, ich habe ihn geschickt. Und da ging am die Übung ein bisschen auf. Was das Lernen mit den Tieren, mit den schweinischen Tieren zu bedienen hat. Gott sagt, was ich reinig gemerkt habe, dass die nicht schweinst haben. Und er hat das alles verareinigt. Er sagt, was ich gereinigt habe, dass das nicht verareinigt haben, merken. So er sagt, dass wir 3 Männer, die sind die Büten, die lernen die und da mit ihnen mitgehen. Nicht zweifeln, mitzugehen, das ich habe ihn geschickt. Und was Petrus dann da ging am die Uhr und lebe ich auf, was das Lernen wird, die zu bedienen haben. Da er soll das Mann nehmen und dann, wenn er nicht Juden werden. Und Petrus ging nicht da und fürchten, wem Seki. Ich stand da und wem gesegnet down. Und dann vertalten die 3 Arme die Geschichte, was Cornelius gesagt hat, was der Engel getan hat, dass der hat geschickt an Petrus zu holen. Oder will es jetzt all gehen oben wird, dann sagt er dann laut, in Apostelgeschichte 10, Vers 23, sagt er, dann laut er an, zu kommen und dann, und er nahm ihn ab. Und das wird das ganz erste Mal, was er sonst nicht getan hat. Da er wurde han nicht Juden in den Sinn Hüsten gekriegt. Und er sagt, dass er das abnehmen. Und an den nächsten Tag, da müssen sie gereit. Und Petrus nahm Wort von seinen Brüdern mit, er ging nicht allein. Er nahm Wort von seinen Brüdern mit, und dann wir am Weg drehen nach Cornelius in Hüs. Und als er mit Cornelius in Hüs kam, lüden sie da an. Und als Cornelius Petrus der sagt, hat doch, weil sie dachten, das wird wirklich ein sehr jässlicher Mensch sein. Er fällt vor an auf die Knie in Hand. Und Petrus hauft ihm ab und sagt, er soll abstehen. Ich sehe auch mal ein bisschen Mensch. Er wird wirklich nicht anders sein, er wird auch mal ein Mensch. Und dann sagt er, und als er erst mit ihm redet, ging er nähen. Hier auch, er ging nähen. Und traf er viele an, die da gekommen wären. Cornelius hatte viele Freundschaft angelassen, was sollen kommen horchen, was Petrus wird zu sein haben. Der wird auch voll verteilt haben, hier wird was sehr Besonderes angehen, hier wird eine Botschaft gepredigt worden, hat er alle angelassen, seine Freunde, seine Freundschaft, alle zu kommen hier und was das Prediger wird zu sein haben, zu End. Das sagt er, da wären viele, die da gekommen wären. Aber er mit der Botschaft anfangen, Vers 28, da will Petrus da ist ganz klar haben, wo er mit einem stund, je nicht Juden. Sagt dann, seht heute an, je weiten, wo das für ein Jüd je dort gesagt ist, mit den Nicht-Juden zu kommen oder Gemeinschaft zu haben. Dann sagt er, aber Gott weiß mir, dass kein Mensch soll gemein oder erinnern. Sie hier doch und dort, was er gesehen hat, das Lernen voll arrenieren, wo Gott sagt, er soll nicht dort, was er gereinigt hat, erinnern. Und das, was er sein hat. Nach Red, er wird noch gleich mit der Botschaft sagen, als er das wieder nach Red, fall der Heilige Geist über all die, die du dort wird horchten. Wirklich, eine sehr große Kraft. Amen. Das ist eine Kraft Gottes, was hier wir. Wenn er hier fährt, wenn er eine Botschaft hören hat, dann geben sie nach Rühm, geben sie eine Invitation, dass sie kommen, Jesus Christus annehmen oder was immer. Aber hier, das wird noch aus Petrus nach reden, das wird noch nicht mal durch mit der Botschaft, dann kommt der Heilige Geist all im Fall ab jedem ein, was der horchen leiden. Dann sagt er, in der Judenchristen, die mit Petrus Haupt gekommen wären, wunderten sich darüber, dass der Heilige Geist auch über den Nichtjuden ausgegoten wird.
Viel zu Hirten, die in andere Sprachen reden und Gott loben. So hier wird ein großes Wunder passiert. Ich glaube, wir kommen von denselben Hintergrund aus, dass die Juden tun. Ich weiß noch, als wir in Mexiko abwassen, uns wird einmal verteilt, die Einheimer der Mexikaner, dass wir nicht Christen, die haben kein Recht auf das Evangelium. So wir sollen uns wird einmal gewarnt, wir sollen abwassen da, wenn die Mexikaner kommen. Und jetzt ist das doch, ich check wieder mal an, verlangen. Aber ich sage Gott Dank, das haben wir auf die Uhren aufgemerkt und gewesen, dass Gott hat dir auch das Evangelium gegeben. Der Herr sagt, Jesus ist gestorben für alle Menschen auf Erde. Nicht bloß für die, was wir glauben, was die gut sind. Nicht bloß für die Mennoniten. Und dann sagt Petrus, kann irgendwer das Wunder verbeiden, dass diese nicht sollen gedeiht worden, die den Heiligen Geist gerade sogar gekriegt haben als wir. Und er befahl an, in Jesus Christus sie Namen zu deipen. Dann flohen sie an, noch ein paar Tage zu bleiben. Also hier wurden die Menschen gedeipt, die Nicht-Juden, die haben den Heiligen Geist gekriegt. Und da passiert ein großes Wunder. Und auch, dass die befohlen haben, die sollen da ein paar Tage noch bleiben. Eerst dat we ganz gehen, je zat da hand te gaan, met de spazieren sogar, und danach der Hisa gehen, und nu, den sie nach arbeiten, sie sollen ein paar Jahre bleiben mit ihrem Taub. Da hat eine große Veränderung gegeben mit Petrus da. Und Lothar aus Petrus in Jerusalem kam in Apostelgeschichte 11, krieg er neu uitgegrünzt, die andere Juden in Jerusalem haben nicht gehört, was Petrus getan hat. Er wird in den Nicht-Juden ein Haus gegangen. Und nu kreeg hij daar nooit uitgegrensd van de anderen. Aber Petrus vertelt ihnen, was da passiert wird, dass sie den Heiligen Geist gekregen und alles. Und als er endlich vertelt hat, er sagte, wenn Gott an derselbe Gabe gegeben hat, der Herr uns gibt, als wir an den Herrn Jesus Christus glaubten, wer wir auch zu denken, dass ich Gott treuholen können. Und sagte, und als sie das hierden, wurden sie still und loben Gott und sehen, dann hat Gott der Feld ja auch die Gelegenheit gegeben, sich von den Herrn nur dem Herrn zu drehen und das Leben zu fangen. Also Petrus wird gehorsam, das, was Gott will haben, was er soll tun. Er soll nur die Griechen gehen und die Botschaft bringen. Und wenn er das nicht getan hat, was wird passiert sein? Ich glaube, Gott wird sie noch arbeiten, wenn er könnt, vor ich mehr an, oder wo er wem anderen gebraucht haben, das auch. Nu will er Petrus brauchen. Und dann, wenn er ganz gegen sie gesagt wird, ganz gegen sie in der Tür, mit den Nicht-Juden, was zu tun haben. Deswegen glaube ich, ist es so nötig, dass wir gehorsam sind und horchen, was der Heilige Geist uns sagt, zu tun, und dann dort tun. Und weiten. Dat met ons als dat wordt, Gott will uns brauchen und don't, wer wir sind, was von Port und Körper wir sind, wie klein oder wie groß. Wir fallen uns oftmals zu klein. Und die Leute mit uns erst nicht. Aber wenn wir uns brauchen von Gott, er kann große Dinge durch uns tun. Und Gott will haben, dass wir sollen rausgehen, andere das Evangelium vertellen. Kriegt dasselbe, was Petrus Cornelius in der Versammlung vertellen hat. Und das ist neidig. Gott raubt Vierten, mehr Menschen taub. In Lukas 10, Vers 1 sagt, dass darauf will der Herr sich 70 andere und schickt er einmal 2 und 2 Versig nach alle Städte und darüber zu gehen, wo er reken Hand zu gehen. Und er sagt, der Arnd ist ab ihrem Graut, aber da sind nur wenig Arbeiter. Prache den Herrn, den der Arnd gehiert, Arbeiter zu schicken, zu ernten. Und dann Jesus hat die Kraft zu tun, wenn er uns rückschicken wird. Markus 6, Vers 7, sagt er, und er fällt sich die 12 und schickt die Porvis uit und gibt am Kraft über die arme Gäste. Ich habe gesagt, Christus hat dann zu der Zeit, der hat die Kraft gegeben und hat auch besiegt, andere kleine Doktorieren tun. Und das Mann kommt auf einmal verbost und stören an. Und dann sagt er will um die Ernst sein.
Und sie oh, er soll eine Nummer nehmen, der Tennis drehen. So, er würde ich mal eine Nummer nehmen, wenn ich 10 Turnen wird, dann kann er den sein. Und wir sagen, dass der Rahmen, den Schot war, wir waren auch nicht mit Arm. Und früher war es, dass es halt wirklich muss den Fuß sein, und sie da nachher hat sich den Finger aufgeschnitten. Früher wir hatten einen Schnappel, die haben sie in der Hand gewackelt. Und dann wieder ein bisschen Spuß gemacht, und dann können wir gleich einmal Irens nehmen. So, wir wissen gleich nicht, was wir da können Irens nehmen. Früher dann, wo hast du den Finger da? Und dann haben sich den seine Hände verbrüht, und hält er das dort. Und dann wird er ganz witt geworden, er schwarz geworden in Sachen Schlag. Und solange es die Lied umkörper ist, dann der Leben bin, dann lässt es ganz kurz und gesund. Und so der das mit wirklich vom Körper loskommt, dann ist der bald tot und der lässt nicht gesund und ist das nicht reich. Und so, hey, dann schicken wir den Fuß noch, die wollen ernst, soll seinen Finger abbrechen. Und ich habe einen anderen Einheimer da ran, und dann früher auch, wo der Finger war, was ich oft gemerkt habe, habe ich alle Pen gemerkt und sag rein, bloß der Finger wieder gleich nach früher, wo ist der Finger, und dann weiß er, der liegt da. Checkte doch an, und dann war der Bereich mit Diesel, ich musste sich festhalten, wenn ich aufstellen, dann sag mal wieder, um dort den Finger da zu sein. Und so ein Ehemark erst auch mit gästlich uns von Körper wahrnehmen. Das schneidet, dass wir am Körper anbleiben und in unserer Arbeit tun, wo wir an den Körper sind. Wir noch beten. Gott, der himmlische Vater, wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, Gott, dass du uns so klar wiesen hast, wo wir vernötigt ist, dass wir uns Sport tun, wo immer du uns hast angestellt. Ich bete, Gott, dass du uns durch Kraft und Mut geben, zu arbeiten, wo immer du was haben, wo wir sollen arbeiten. Und uns nicht wegtragen von anderen, dass wir glauben, wir können Dinge allein tun, aber dass wir uns mit anderen bringen, und Mut kriegen, und den anderen Mut bringen, dass wir Kraft kriegen, kraftig werden, einer von den anderen, Herr, dass du das hast angereicht, dass wir sollen tun. Musst du uns leiten, Herr, und führen, dass wir gehorsam sind zu tun, was immer du was sollen haben, dass wir sollen tun. In den Namen bitte ich mit Danksagung. Amen. Well, dankzij voor het metal. Die vallen Piers zei dat eenmaal wanneer we van afval, wanneer we dat doen wat we zelf doen, wie we wassen en wat dan der die we roos. Die wie eenmaal een kleine jongen was, die we in Badrit gevallen. En dan hadden we gevraagd wat passiert weer. Dan had hij gezegd, nou, hij dacht wel zijn te dicht bij je was, hoe hij weer leiden komt. En zo is dat Pferd maar aan het stressen. Wir kommen trotzdem lernen, du bleiben stellen, aber einmal nicht wassen, dann fallen wir treis. Krank ist der Junge, der sagt, tätig bei du bleiben, wo wir leiden kommen, und so werden wir mitgefallen. Wir kennen, meistens haben wir mehr tun, als wir uns denken. Werden sagen, wir kennen nicht, aber wir überhaupt mitgefallen haben, als wir nicht kennen. In der Früh sage ich, werden sie Kohle, ich glaube, dann hast du mitgefallen, was sie da kostet, und sagst du, nee, das hat nicht so. Und so geht uns das, wie sagen, kann ich, wie ich gefunden haben. Und wir sind wirklich viel, wie Gott sei wie viel wird. Man wie sie denken, man uns erst nicht. Das ist nicht, wo Gott uns ansehen lässt. Gott, Paulus sagt, wie sagt man, dir im Preis gekauft. Und wir denken an Johannes 3, Vers 16, Gott rechnet uns so viel, dass er in ihnen einzeln Sehenscheiden seid. So dort so viel Gott uns rechnen lässt. So, woran würde wir sagen, dass das nicht erstmal uns. Ich kenne mal, dass ein Mann, der wir in Jackson Daddy kommen, hat auch gesagt, wir haben das nicht, wir haben das nicht an. Und dann hat Jackson Daddy gesagt, er soll abpassen, was er sieht. Wenn es von Heim das würde sagen, dann würde er das nicht verdreht haben. Und so ist das. Wir sagen, wir uns das nicht, aber wenn andere uns das sagen, dann können wir das nicht verdrehen, nicht? So, weil wir Paulus sagt, wir sollen uns nicht höher holen, als wir sind, aber wir sollen uns nicht leer holen, als wir sind. So, du musst ein Mittelstreck sein. Wir sollen uns nicht erheben oder mehr meinen, als wir sind, aber wir können nicht sagen, dass das nicht ist für uns. So,
Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, dass dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in einen Stand versaut, dass wir können Gott tun, sagt nu waar we kunnen leven. So, für uns Christen, Gott hat uns einen Stand versaut, dass wir können Gott tun, und das habe ich schuldig zu tun. So, David wird uns die Sang leiten. Nummer 58. Mit mir von dem Heiland, mit mir von dem Heiland, mit von der Liebe meines Sein, mit von dem Heiland wirst du kennen, mit von der Segen Vaterland, zu gehen an Jesu Hand, immer zu folgen treu dem Herrn, mit von dem allen wirst du gern, mit von dem Heiland, mit von dem Heiland, mit von der Liebe meines Herrn, mit von dem Heiland wirst du gern, mit von dem Tag der Seligkeit, frei von der Sünde, Schmerz und Leid, mit von der Hut, die uns nicht fällt, mit von dem Heiland wirst du gern, mit von dem Heiland, mit von dem Heiland, mit von der Liebe meines Heils, mit von dem Heiland wirst du gern. 102. Ein heiliger Born, 102. Ein heiliger Born, gefüllt mit Blut, aus Jesu Wunderglas. Und wer sich taugen Flut, ist alle Flecken los, ist alle Flecken los, ist alle Flecken los. Und wer sich auf in diese Flut, ist alle Flecken los. Der Schild, der am Kreuz verblinkt, durch diesen Sporn sich floh. Da können Sünder schnöd wie ich, vom Flecken werden rein, vom Flecken werden rein, vom Flecken werden rein. Können Sünder schnöd wie ich, vom Flecken werden rein. Seit ich den Strom im Glauben sah, erquillt das Wunderlos. Da war mein Geist auf Golgatha und preist nun Jesu Tod. Und preist nun Jesu Tod. Und preist nun Jesu Tod. Da war mein Geist auf Golgatha und preist nun Jesu Tod. Du Sterbenlamm, dein köstlich Blut, erlebt seine Kraft.
onze gedanken leiden, dat we de woorden even uitdenken en dat we kunnen wassen door haar. Ik moest die in iedereen zijn, haar bedanken die ik dat den aankomst wat die ons geven is, haar die we alle gelegenheid geven, een appel te geven, en moest die dat appel zeilen en een geven zeilen haar zeilen. Iedereen moest ze, want iedereen wat gaan, wat van hier gaan, zo dergelijke werk. En alles wat zij dan moest ze een prijs geven, moed geven, die nu te houden en die te zeten en die te terug te zijn. En deze zin bidden we het. Amen.